Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Da gehen wir mal zum gesicherten Rathaus, nicht Stadthaus. Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster! Fickt euch, Leute. Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh nein! Vorbei, das war's. Aber das darf's nicht gewesen sein. Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer, es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Taco-Laden, wir müssen das beheben. Ihr habt's gehört. Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsitzt! Okay, da kann ich aber noch ein Bild machen. Guck mal, dann ein bisschen verstört. Okay, ansonsten geht hier nichts mehr. Nee. Dann müssen wir wohl zu Morgan Freemans Taco-Lade gehen. Was war dann da eigentlich nochmal? Meistere alle Raisins Ripper-Titel auf dem Charakterbogen. Und 30 Yaoi. Ja, die habe ich alle an und ich gefunden, die Dinger. Nur die Strohs entlang. Ich weiß nicht, wenn Zeit ist, könnte ich ja vielleicht auch nochmal mich um das Raisins-Gedöns kümmern. Schauen wir einfach mal. Ich kann es nicht versprechen, ob ich dafür noch Zeit finde dann, aber schauen wir einfach mal. Ich mag jetzt nämlich eigentlich derzeit eher mich in der Hauptstory noch ein bisschen rumdrücke. Kommt, wenn's raus. Boah, geh fort. For Raisins Girls. Kleid bestimmt nicht. Okay. Dann zum Taco-Lade, da ist er schon. So. Okay, Wunderarsch ist da. So. Was sagt jetzt der geheime Taco für uns? Wie sollen wir ihn jetzt noch aufhalten? Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Neuer, deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen irgendwie zurückgehen und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Das ist der siebenschichtige Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Das letzte Mal, als den jemand gegessen hat, furzte er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Okay. Gut, das heißt ja wohl, dass ich jetzt nochmal optionales Zeug machen sollte. Okay, mit denen kann ich jetzt alle nämlich sprechen. Das heißt, bevor ich das jetzt wirklich in die Tat umsetze, sollte ich nochmal rausgehen und nochmal mache, was möglich ist. Das heißt, ich mag nochmal die letzte Katze von Big Gay Elfine. Und ich mag dann auch nochmal hochgehen zu dem Raisins-Gedöns und eventuell nochmal Ausschau halte noch Yaoi. So, lass mich in Friede. Habe ich hier was übersehe? Ich gucke mich jetzt einfach nochmal in aller Ruhe gründlich um. Weil in der Hauptquest kann ich nichts mehr machen. Und da ich in der Hauptquest nichts weiter machen kann, kümmere ich mich jetzt auch noch um die optionale Sache so gut wie möglich. Wenn ich halt nicht alle Yaoi habe, dann habe ich halt nicht alle Yaoi. Ich meine, es ist ja wie gesagt ein Let's Play und komplettes Playthrough. Okay, da komme ich nicht durch. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Nö, ist alles nur Quatsch, was du hast. Lieber nochmal überall gründlich umgucken. Big Gay Al würde ich trotzdem nochmal besuchen wollen. Damit er nochmal Sache kann, wo die letzte Katz dann ist. So, hier haben wir auch nichts weiter mehr. Könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Ja, Annie haben wir wenigstens. Oh Gott, was ist mit dir?
Den kann ich leider auch nicht nochmal ansprechen. Aber mit ein paar Leuten fehlen mir anscheinend auch Selfies. Sonst hätte ich ja 8 Uhr schon längst Rang 10 vollendet. Okay, wie sieht's denn mit dir aus? Kleiner Superheld, jetzt fehlt mir nur noch eine Miezekatze. Meinst du, du findest sie vor den doofen Sechstklässlern? Haben wir das nochmal irgendwo als Quest oder so parat? Kunstagram. Müssen wir nochmal gucken. Liste der gefolgten Nutzer. Nee. Nee, Big Gay Al ist ja auch nirgendwo mit dabei, sodass ich mal noch gucken könnte. Ach Gott. Ganze Bilder nochmal dazu. Ach Gott, die Wendy. Stimmt, das sind ja auch die Dinger, die man so zwischendurch aufploppen, die ich mir eigentlich auch mal angucken sollte. Was wollen sie denn was wollen sie da denn machen? Ja, sie hat sich von mir streicheln lassen. Ja, Veränderung. Ja, der da wieder hier. Aber mit dem Big Gay Al ist hier nichts mehr mit dabei, ne? Mit einer. Das finde ich auch gut hier, das Selfie. Dann. Die ganze Scheiße von Kanye West. Wo haben wir dann eventuell noch irgendwas, was auf die Katze hindeutet? Ach, bei ihr im Hintergrund ist noch ein Yaoi. Sehe ich gerade. Bei Bibi. Mr. Hanky. Ja, das war mit der ganze Nutte noch, die Bilder. Na. Freedom Pals. Wow, könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen. Ich suche eigentlich auch noch mal Captain Obvious. Dann will ich eigentlich auch noch sehen. Nee, also hier finde ich jetzt auf die Schnelle nichts, was auf die Katze vom Al hindeutet. Mr. Sklave. Ach du großes Arschloch, wo sind die Muschis nur hin? Aber mit ihm habe ich, glaube ich, schon ernst gemacht, aber ich mache jetzt einfach nochmal ernst, weil er so ranzig ist. Okay. Oh mein Gott, vielen Dank. Gut, da finden wir jetzt, nee, also hier finden wir sowieso nichts mehr. Da muss ich mich einfach nochmal generell in South Park hier umgucken. Wird dann wohl eine etwas längere Episode heute, wenn ich da jetzt durch die Gegend streif und planlos nochmal alles angucke, was es gibt. Hier waren wir schon. Ich halte jetzt halt auch wirklich nochmal speziell die Aare offen, noch eine Katze und noch Yaoi. Da komme ich jetzt nicht rein. Und hier ist auch nichts mehr versteckt. Eventuell komme ich jetzt einmal dort durch. Weil auf der Karte ist nach wie vor hier gesperrt. Lässt der Hansel mich da irgendwie durch? Ein guter Tag, um ein bisschen mit dem Traktor den Verkehr auf dem Highway zu... Okay, scheiße, der Tagfurz, Tag-Nacht-Furz kann ich leider nicht ändern. Da kann ich mich auch nicht durchprügeln. Nee. Das Ding kann ich nicht verschieben. Verandawetter heute. Eventuell kann ich mich so an dem Typ vorbeidrücken. Nee. Geht auch nicht. Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimnisvolles Land, in dem Menschen einfach spurlos verschwinden. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Ja, aber ich will dort hier. Ich will dort hier. An deiner Stelle würde ich das Gas für den Weg... Moment, dann machen wir doch mal der Zeitfurz. Und stellen das Ding so hin, dass der nicht vorbeikommt. Weg sparen. Moment, nochmal. Der Pausefurz. Dann stellen wir ihm das Ding doch mal so in den Weg, dass er nicht vorbeikommt. So.
Und? Ja, sehr schön. So geht's. Na also. Noch Kanada. Und hier ist die Katze. Ach, ich sehe sie. Sehr schön. Wieder Rätsel gelöst. Perfekt. Und da kann ich die Katze noch einsacken. Big Gay Boggy. Wichtiger Gegenstand vor allem. Okay. Da haben wir auch noch Erinnerbeeren. Oh mein Gott, du hast alle meine Kätzchen gefunden. Bitte bring sie mir und gib mir und ich gebe dir eine kleine süße Belohnung. Erinnerst du Wählscheibentelefone? Oh, ja, ja. Erinnerst du? Ich erinnere. Ja, ich erinnere. Die waren cool. Erinnerst du, als Kanada wie ein Oldschool-RPG war? Ja, genau. Ja, erinnere ich das. Das war im Erster. Im Stick of Truth. Okay. Ja, komme ich hier noch Kanada oder wie schaut's aus? Die Musik wird auch ziemlich 90s-Style. Welcome to Canada. Okay, da haben sie die Mauer gebaut, da kommt wohl keine Sau mehr rein, oh Kanada. Wie ein einzelner Kanadier, der oben sitzt. Okay. Na gut, nur Kanada kommen wir jetzt anscheinend leider nicht mehr. Nein, er darf nicht rein, aber ist echt cool hier. Ja, hab ich ihm auch schon gesagt. Ist echt geil drin. Hast du ihm gesagt, wie cool es hier ist? Habe ich, es ist super cool. Sag ihm, dass es hier viel geiler ist als da draußen. Hast du das gehört? Es ist so geil da drin. Du verpasst was. Ja, wirklich. Ja, ich weiß, habe ich doch gerade gesagt. Oh, hast du schon? Ja, habe ich schon. Oh, gut. Dann weiter so. Du auch, Kumpel. Okay, kann ich doch ein Selfie mitmachen, möglicherweise? Oh, wow, das ist der Wahnsinn. Würdest du das nicht gerne mal sehen? So, oh. Okay. Na gut, also noch Kanada kommen wir jetzt leider nicht mehr. Aber die letzte Katze habe ich endlich gefunden. Sehr schön. Das ist schon mal was Optionales, was ich ganz abhaken kann. Wenn ich jetzt auch ziemlich spontan drauf komme, auf die Idee, dass ich dann das Ding da in den Weg stelle. Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimes... Warum auch immer man mich doof kalt dort, wenn mich sowieso die Mauer aufhält. Also, das war etwas unnötig. Aber okay. Jetzt habe ich das also auch noch erledigt. Ich denke mal, das, was mir Big Gay Al als Belohnung geben kann, ist jetzt bei weitem nicht richtig gut, weil ich das wahrscheinlich schon viel früher hätte lösen können. Sobald ich den Zeitfurz habe, wäre das halt schon möglich gewesen hier. Der Pausefurz. Von daher, also allzu gut wäre die Belohnung jetzt nicht ausfallen, aber Hauptsache mir Hens lösen können. Und bitteschön, du kriegst deine Katz. Vielen Dank, dass du meine kleinen süßen Mizis vor den Sechstklässlern gerettet hast. Bitte, nimm das als Belohnung. Das ist das Mindeste. Du bist der superste Superheld überhaupt. Katzenkostümset und Schneekatzenkostümset. Okay, cool. Gucken wir doch gerade mal. Machen wir doch gerade mal einen kleinen Blick da drauf. Ja, das bestimmt auch ganz cool aussieht hier, das Zeug. Das Exklusive vom Ubisoft Club. Okay, ja, das ist für Frauen. Machen wir mal das für Männer, wenn wir es jetzt schon verdient hätten. Mumienverbände, Katzenhandschuhe und Schneekatzenhandschuhe. Machen wir mal hier die Katzenhandschuhe. Und dann zum Schluss nochmal. Genau, hier. Wobei das Mumienzeug auch ganz cool aussieht. Ja, okay, das sieht doch etwas peinlich aus. Probieren wir mal das Mumienzeug. Da. Mit Klopapier einfach. Okay, das sieht schon ziemlich panne aus. Vor allem mit der blauen Unterhose. Na gut, dann bleiben wir doch tatsächlich bei dem, was ich ursprünglich hatte. Die Netdeck-Dinger wieder. Weil man dann Netdeck. So. Das sieht doch ganz gut aus. Ich finde, das passt nach wie vor am besten. Okay, dann mag ich noch ein Selfie. Dann mag ich noch ein Selfie mit dem Macher. So.
Mit dem Big Gay Al. Okay. Super, danke, Süßi. Dann haben wir den jetzt auch mit dabei. Und 9 von 10. Einer fehlt mir noch. Gut, dann auf die Karte wollte ich dann auch noch, um dort eventuell noch zu gucken. Da haben wir ja die Schnellreisestation, genau. Sehr schön. Nee, also da bin ich schon froh, dass das jetzt wenigstens geklappt hat, dass ich wenigstens alle Katze gefunden habe. Das ist doch der Furzen des... Ist es Zeit für Blitz? Wer hat mich dann da entdeckt? Na egal. Eventuell auch nochmal beim Haus vorbeigucken, beim eigenen. Wie es so aussieht, jetzt nachdem der... 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Selbstjustiz. Lieber schnell. Ah, da hinten kommt jemand angerannt. Okay, die hat mich erkannt anscheinend. Gut. Dann... Minikarte, ja, die brauchen wir mal gerade nicht. Außerdem war du, glaube ich, noch ein Weg versperrt. Mag ich jetzt auch nochmal gerade gucken. Da ist ein Ninja wieder. Und der Weg ist nach wie vor versperrt. Okay, kriegen wir auch nicht auf. Verpiss dich. Räudiger Ninja. Mindestens. Aber mit Endefleisch, bitte. So, dann würde ich nochmal gern bei mir im Haus vorbeigucken. Alter, wie man die Ninja schon direkt hier auflauern vom Haus. So. Gut, wie schaut's aus? Ist der Vater noch am Leben oder ist der immer noch im Labor? Ich kann's nicht sagen. Gucken wir uns mal um. Ob er hier eventuell steckt. Nö. Okay. Du ist anscheinend nix. Na gut. Mir soll's recht sein. Ich mag die Eltern von ihm sowieso nicht. Alter. Zieh ab. So. Weiter geht's. Wohin des Wegs? Kann ich ja gleich sagen. Ich würde ganz gerne... Haben wir dann hier irgendwo noch... Ja, okay, bei der Freedom Pals glaube ich besser. Bitteschön. Dankeschön. Dann gehen wir von der Freedom Pals aus in die Richtung Raisins. Okay. Wir haben jetzt auch der 3.12., wo ich das hier aufnehme. Oder wo ich generell auch die letzten 2 Episoden aufgenommen habe. Mit der jetzt auch. Und draußen hat es hier ordentlich eingeschneit wieder. Also hier sieht es fast aus wie ein South Park vom Schnee her. Aber mir gefällt das. Ich mag das sehr gern, wenn es schneit. Nur so ein eiskalter Wind ist halt richtig bös. Windig mag ich sowieso nicht so gern, egal ob das Sommer oder Winter ist. Das macht so Spaß. Wir sollten öfter Selbstjustiz üben. Ja, yeah, lass mich durch. So. Sind wir jetzt beim Raisins noch? Wir haben ein Date. Nö, haben wir nicht. So, ich gucke mich jetzt aber trotzdem nochmal hier um. Den Raisins Girls ist es egal, wie bekannt du bist. Die stehen auf bodenständige Typen. Tut mir leid, ich folge nur Psychikern. Und du? Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Ja, ich bin doch Brutalist. Wie wär's mit Pisasas mit extra Spucke? Kann ich arrangieren. Ich folge nur Cyborgs. Das ist mein Ding. Bin ich doch auch. Tut mir leid, ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Mit dem kann ich? Okay. Gut. Francis. Okay. Geil. Ich und der Assassine am Chillen. Achso, wegen der neuesten Klasse dann wahrscheinlich, ne? Okay. So what? Jetzt bin ich auf jeden Fall ein Stufe 10 Influencer. Genau, kein Selfie mit so schwulen Charakterklassen. Arschloch. Und hier? Oh, keine Reservierung? Ich fürchte, den frühesten freien Tisch hätten wir niemals. Aber okay. Wie war dann das hier? Meisterale Raisins Ripper-Titel auf dem Charakterbogen. Raisins Ripper. Oder irgendwas überhaupt? Ja, scheiß drauf. Ist sowieso nicht so wichtig. Intelligenz, Schönheit, immer volle Limogläser? Wow. Pff.
Okay, ist glaube ich doch nicht so wichtig jetzt für mich. Und ich habe jetzt keinen Bock, ständig die Klasse zu wechseln, nur dass irgend so ein Hansel mit mir ein Selfie macht. Okay. Dann die Yaoi, die Yaoi. Das war das italienische Restaurant. Ich mag aber noch zum Shitty Fuck. Diese Superpenner legen sich mit den falschen Raisins Girls an. Also, fort mit euch. Ist ja alles voll hier mit Raisins Girls. Ach ja. Nee, ich mag das. Es hat pünktlich zum 1. Dezember angefangen mit Schneefall hier. Und ich persönlich finde es großartig. Ich liebe hier Schnee. Bin nur ein riese Fan von Winter und von Schnee und von Schneelandschaften. Und generell auch von nordischen Ländern. Mir gefällt das unglaublich gut. So, City Walk. Gut, ich möchte eigentlich auch mit dem Bild machen. Neue Gegenstände auf Karte, sehr besonders. Oh, hallo, nur netter City Walk-Besitzer. Nein, kein Ninja. Bestellung bitte. Der Petto-Säbel. Das ist der von Chefkoch. Super scharfe City Shrimps. Genieße bitte. Und City Haselwurz. Packung mit City Huhn. Ja, komm, ich kauf die ganze Sache runter. City Ninja Auftragsmordvertrag. Erlaubt dir dein Kopfgeld für eine angemessene Summe aufzuheben. Nach dem Kauf stellen alle Ninjas sämtliche Attentatsaktivitäten in South Park ein. Für $5000. Boah, Alter. Okay, jetzt raus aus dem Restaurant. Du kaufst Auftrag für Mord an dir und ich folge dir, okay? Boah, wie kriege ich dann $5000 zusammen? Hier essen oder mitnehmen? Ich denke mitnehmen besser. Ja, das ist heftig. Wie komme ich dann an sowas bitte dran? Das ist echt übel. Wie kann ich mal Artefakte eventuell teuer verkaufen? Hier sowas. Aber $5000 kriege ich da im Leben hier nicht zusammen. Sag ich, wenn ich hier die ganze Dinger für $20 oder was verkaufe, komme ich dann niemals auf $5000. Okay, jetzt raus aus dem Restaurant. Ne, das ist glaube ich ein bisschen zu... Ah, da hinten ist noch Yaoi. Ein Löffel Tweak. Boah, nee, die finde ich glaube ich niemals alle. Zumindest nicht in dem Let's Play. Ich denke echt, die finde ich never ever alle in dem Let's Play. Na gut. Dann würde ich aber sagen, ich habe soweit alles Optionale gemacht, was mir möglich ist. Kann ich von behilflich sein? Weil die ganze Yaoi finde ich wie gesagt nett. Dafür müsste ich jetzt wirklich alle Hansel, alle Charakterklasse umstellen, wo ich absolut null Bock drauf habe, und damit irgendwelche Spongos hier Bilder mit mir machen. Und für private Trophäejagd würde ich das vielleicht machen, ja. Aber wenn ich das Spiel einfach nur durchspielen mag und ich sehe da jetzt nicht irgendwie den großartigen Mehrzweck, jetzt, dass ich hier nochmal in der Gegend rumeier und all das Zeug jetzt nochmal suche und das Let's Play um zig Episode streck. Bitteschön. Also nö, das muss nicht sein. Da würde ich doch lieber empfehlen, wenn euch sowas interessiert, guckt doch PS4 Trophies, die kann ich euch auch sehr empfehlen. Bei denen gucke ich selber auch immer, oder habe ich früher immer geguckt, wo ich dann selber noch auf Jagd gegangen bin, auf Trophäejagd, wo ich privat gezockt habe. Und die erklären immer wunderbar, wie man das alles kriegt, wo man das alles kriegt. Und ja, die zeigen auch, was dann Belohnungen sind dafür. Das würde ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr sowas sehen wollt. Aber für Let's Play halte ich das für ein bisschen übertrieben. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache jetzt hier meinen Cut und wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig, wo wir dann auch wieder weiter in die Story gehen werden und uns in die Zeit zurückfurzen. Also machen's gut und bis morgen dann, ich freue mich schon drauf. Ayan Yankee.